Wir alle go hätten als wahrscheinlich nicht können vorstellen, dass man den Artikel 32 so sehr muss benutzen oder so sehr Werte benutzen. Erstens, weil Kevin will, dass man in eine Krisensituation kommen, aber speziell auch, was da der EU geht, wir sind der Überzeugung, dass es nicht den ideale Weg ist, man in einer Krisensituation umzugehen. Ich meine, den honorablen Deputierten Roy Reding hat das 2017 für Reichspartei ganz klar erklärt. Das Argument ist eben, dass man muss an einem Notstand sehr reagiert gehen, und aus dem Grund ginge mir Higoen an der Regierung das Recht gehen, weil du sich im Parlament gehört, nämlich zu legiferieren, Gesetze außer Kraft zu setzen. Das ist nicht als Auffassung von Gewaltentrennung. Wir so ein Parlament muss legiferieren, und es sind ja viele, die hier darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir einen losen Legiferierungsprozess haben. Wir hätten ja auch keine Bewegung, aber wir sollen vielleicht der Bewegung, dass man eine Prozedur legislativ d'urgence als gehen, die es erlaubt, so man wie möglich, auch an einer Notsituation müssen, op Ausnahmesituationen zurückzugreifen, für einen anderen Pouvoir, dem Pouvoir exekutiv, etwas zu delegieren, was sich hier dem Parlament gehört. Wir sollten uns besser auf Krise vorbereiten, auch institutionell, und dazu gehört eben auch, dass wir als Prozeduren als Parlament sehr komplettieren, wie das wir Männer an anderen Situationen müssen kommen. Wir haben aber kein anderes Instrument am Blick, dass wir müssen den 32 benutzen, und dafür drohen wir da doch matt. Wir als ADR stimmen das auch, weil es eben wichtig ist, dass wir Leben schützen, dass wir die Gesundheit von der Bevölkerung schützen, und auch wenn wir nicht zufrieden sind mit der Lesung, die wir hier haben, also doch einfach etwas, was wir matt drohen, aber wo wir die Regierung unterstützen, weil wir müssen machen am Blick für Leben zu schützen, für als Gesellschaft zu schützen. Aber wir machen das nicht ohne ein paar Bemerkungen. Und die Bemerkungen betreffen das Reglement Grand Ducal vom 18. Mäerz, den die Regierung geholt wird, Dauer von den Mesuren, Lehren, die man muss zählen, und auch notwendige Anpassungen, die man muss machen. Das Reglement Grand Ducal, den die Regierung geholt wird, als schon viel diskutiert in der Bevölkerung, das ist sicher kein Meisterwerk von politischer Prosa, auch nicht immer von Logik. Und dafür ist es für uns ganz wichtig, für darauf aufmerksam zu machen, dass die Maßnahmen so formuliert gehen, dass sie die Akzeptanz an der Bevölkerung fanden. Und das ist wichtig, zum Beispiel bei Dispositionen, ob Leute ein Auto holen oder nicht. Ich meine, solange Leute können nur vollziehen, dass eben darum geht, für den sozialen Kontakt mit anderen zu minimieren, akzeptieren Leute das. Sie akzeptieren aber nicht, wo sie den anderen können, dass das ein Angriff an ihre Freiheiten ist, der nicht zielführend ist, den eigentlich nicht mit sozialen Kontakten zu tun hat. Das ist die Aufgabe von der Regierung, aber auch von uns, mit ihnen zusammen zu gucken, wie die Maßnahmen permanent zu prüfen, und für dafür zu sorgen, dass etwas auf 3 Monate angelöst wird, aber auch wirklich von den Leuten akzeptiert wird. Es ist auch so, dass wir mit der Polizei zusammen schaffen, für die Leute nicht den Eindruck haben, dass die Polizei an ihre Privatsphäre angreift ohne Grund. Auch da haben wir einen wichtigen Erfolg zu machen. Die Polizei ist der Garant von Sicherheitsbestimmungen am Interesse der Leute. Aber wir müssen mit der Polizei zusammen schaffen, dass nicht den Eindruck entstehen kann, als wäre da eine gewisse Willkür oder eine Überinterpretation, eine exzessive Seele. Wir verlassen als die Polizei, wir müssen mit ihnen da zusammen schaffen, dass wir da eine gute Zusammenarbeit kreieren. Wir haben noch als ADR ein paar Mal gesagt, dass wir über das Verfassungsgericht nachdenken. Über den Sinn vom Verfassungsgericht, weil an so einer Situation wie der Haier, wo die Grundrechte außer Kraft gesetzt gehen, wird das Verfassungsgericht auch einen wichtigen Akte, nicht nur der Staatsrat, auch das Verfassungsgericht. Wir haben gesagt, wir müssen als Deputierten a priori und a posteriori ein Recht kriegen, für das Verfassungsgericht anzurufen, an Konformität zu verschiedenen Dispositionen überprüfen zu lassen. Das ist am Blick nicht möglich, aber wir werden am Kader Wunder Verfassungsreform auch hierüber zurückkommen und auch hier isolieren sehen, für das, wenn wir Grundrechte ergreifen, für das wir das auch können gerichtlich direkt überprüfen lassen. Es ist eine permanente Aufweihung, die möglich ist, in anderen Vorrednern hat das auch schon gesagt, nämlich wenn wir hingehen an Grundrechte einschränken, muss man das permanent kontrollieren, als es nach nötig
Wie weit ist es noch nötig? Weil wir haben einen demokratischen Imperativ auf der anderen Seite, nämlich die Rechte zu schützen von den Leuten. An die Aufweihung, die muss man zusammen permanent machen. Und das kann nicht mehr sein, wenn die Regierung am Parlament das permanent zusammen machen. Dafür muss man es ob manst einmal an der Woche gesehen, ob manst einmal an der Woche zusammen aufweihen und dann dezidieren. Vielleicht muss man mehr Maßnahmen holen. Vielleicht muss man die konfirmieren, die man den Blick haben. Oder vielleicht können wir hier gehen, an die Stelle Freiheiten ist hier, da soll man das auch direkt machen. Wir als Parlament sind ein bleibender Legislateur, wir als Parlament sind eine bleibende Kontrollinstanz von der Regierung. Wir müssen aufpassen, dass man nicht überhaupt nur an der Krisensituation das Gesamtbild von politischen Leben von unserem Land aus den Nerv verlieren. Wir hatten zum Beispiel keine Debatte über die Außenpolitik. Wir wissen nicht, ob man noch eine Debatte haben über den Etat de la Nation. Wir wissen nicht, wie man die anderen Politikbereiche, die aber viru funktionieren, können kontrollieren in nächster Zeit. Und auch darüber muss man uns in den nächsten Tagen Gedanken machen, weil die Regierung darf nicht auch an den anderen Aktivitätsbereichen, die sie hat, immer mehr an den nicht kontrollierten Bereich rankommen. Demokratie heißt auch, dass man den Unterschied machen zwischen dem, was krisebedingt muss legiferiert gehen, krisebedingt muss kontrolliert gehen, an den anderen Aktivitätsbereichen, wo man aber Kontrolle aufrechterhalten. Auch ökonomisch muss man gucken, wie lange man das aushalten. Und es sind Ungerechtigkeiten. Kollegin Hanse von der CSV hat das auch schon gesagt. Es kann nicht sein, dass an einer Grand Surface Spielgezeug verkauft wird, weil der Bléck natürlich viele Leute interessiert, weil kann er viel daheim sehen. Und die kleinen Geschäfte müssen zumachen. Das sind Ungerechtigkeiten. Auch da habe ich ja gesagt, wir müssen Lösungen finden, die logisch sind, die akzeptiert gehen, die gerecht sind. Und wir müssen Verschiedenes neu bedenken, immer an dem Hinblick, wer das nötig für die Sanitärsituation zu konfirmieren, zu sichern, aber all Ungerechtigkeiten verhindern. Und ich will mich auch denen anschließen, die Fonction publique auf hier gehoben haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ganz konkret. Gestern Abend, wo ich den Fall von einer Familie gewohnt habe, eine letzte Familie, die in Ägypten ist, und ich habe gestern Abend um 21:01 eine Mail geschrieben und konsularische Direktion vom Außenministerium, wie sie darüber aufmerksam zu machen. Die Antwort kommt um 21:02. Wir kümmern uns direkt drum. Das ist eine letzte Fonction publique, die vorbildlich funktioniert. Und ich meine, die Merci und die Leute, die sich frei des Overs, ich weiß nicht, bis wie viel Uhr ansetzen für als Mattbürger, an den Kliniken überall, auch am Außenministerium, überall, an alle Administrationen, bravo, und eine große Merci für euch. Wir müssen aber auch, wenn wir heute zusammen nur denken, etwas am Kopf behalten als Politiker alle gut, gouverner c'est prévoir. Und gouverner c'est prévoir, das heißt eben Lehren ziehen aus allem dem, was bislang nicht genug vorbereitet gouf. Aber wir sagen als ADR, wir hatten da schon ein paar genannt, dass man zum Beispiel gucken, wie eine Industriepolitik zu haben, auch in Europa, auch halt zu Lützeburg, dass man nicht negativ gehen, die wegen pharmazeutischer Industrie a priori sind wir gesehen, wie Venedig so ist. Wir müssen als ADR 3 Motionen vorbereitet, die wir heute nicht aufstimmen lassen, auch weil das extrem kompliziert geht mit diesem Aufstimmungsmodus, den wir heute haben. Aber wo wir so, Herr Präsident, sobald wir den Etat de Krise rüber haben, hätten wir das gerne im Ordre du Jour von der ersten Session. Und die 3 Motionen betreffen eben die Hauptlakünen, die wir am Blick haben in diesem Dispositiv. Das erste ist Hamsterkäf, verhindern an Nationalreserve, wo lebenswichtige Güter zu haben. Das ist das erste. Das zweite ist, medizinische Reserven zu haben. Die Stocken, die als lo gefehlt haben. Wir müssen lernen aus der Krise, und wir müssen einfach die Stocken anlegen, langfristig auch gut gerieren, die wir brauchen am Fall, wo eine Krise ist. Wir wissen ja nie, was geschieht. Wir müssen auf jeden Fall lernen sehen. Und das dritte ist, Petrolsreserven. Weil wir haben auch Situationen, wo wir eventuell dramatisch darüber angewiesen sind, und als Petrolsreserve sind wir am Blick entweder weit weggelagert oder zu einem rein virtuell. Und auch an der Situation können wir nicht bleiben. Und da wenigstens der Präsident überregen, 3 Motionen von der ADR, wie gesagt, wir brauchen die heute nicht zu diskutieren, nicht vorzustellen, am Detail und nicht aufzustimmen. Wir machen das aber direkt von Situationen da lernen. Wir hätten noch gerne den Hochkommissär von der Protection Nationale hier in der Chambre können das Rapport, ich bin dazu einen Brief geschrieben, über alle Lacunen und Verbesserungen, die wir können machen.
Madame Gesundheitsminister soll als rapport man iwwer Proen der Mangel der Koordination, die man hätten an immer hun zum Deel tschen de Spideler, dat hue sich aber verbessert. Den Herr Verteidigungsminister den ha sitzt, da wären wir froh, wenn man die 2%, die man sollten ausgehen oder méi ausgehen, dat man dat auch an Militärspidolsinfrastrukture stechen net an Traumatologie mé Geololer könne sinn, aber wir können, wann man schon muss suen an Bereichen der Defense ausgehen, eben just auch den haie Bereich von der Militärmedizin auf Militärspidol hole für sinnvoll suen auszugehen, an als Infrastrukturen zu gehen, die dem Land direkt helfen am Notfall. Mit gëtt nach Klängler können, ich will ha auch just so die Hotline für vulnerable Leute ein gut Sech, me die funktioniert anscheinend nicht gut, an ich ging dat der Regierung just mat, doch immer in ein Telefon geht, aber dat just en marche. Zupassung von einer nationaler Legislation als ein anderer Punkt, der letzte Punkt, den ich he will machen, dat man eben so viel wie möglich Gesetze sollen überprüfen. Das ist ein Auftrag, den wir als auch sollen uns selber gehen, für dat man eben können ohne Noutstand legiferieren. Nicht nur, dass wir eine Prozedur legislativ d'urgence brauchen, aber eben auch gucken, dass wir als Gesetze auch Dispositionen rausschreiben, dass wir müssen können an einem Notfall sehr Reglement d'Exekution holen oder so, ohne müssen auf einen allgemeinen Krisenzustand zurückgreifen. Auch weil ein Nordel von dem Krisenzustand eben just den aus, dass man zu 40 muss sein. Wenn man lose Sicherheit zur Summe kommen, samstags mittags, also auch die Angst, dass in der Ei so viele eventuell Kinder da krank gehen, dass wir nicht mit Kindern zu Summe kommen. Wir müssen also gucken, dass wir als Reglementationen so aufpassen, dass wir an all Situationen als Parlament und als Land können effikaz schaffen. Ich will Dateien aufschließen, Herr Präsident, mit engem Wunsch, und ihr soll bannen an jiin dabei sind, den als Noutstand, bleibt gesund, passt auf die anderen Leute op, hilft denen, die krank sind, wie dat wir zusammen stark und möglichst gut aus dieser Krise rauskommen. Ich all vielmals merci.